Markenzeichen ist sein karierter Anzug. Und wenn er in die Tasche greift, dann werden seine Gags zu Konfetti. Hier ist Marc Metzger. Oh, zu früh, Terrain. Fastelovend zusammen. Oh, herrlich, die Stimmung will gar keinen Anfang nehmen. Das ist schön. Dann muss ich schleimen. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Die Stimmung hat ihren Höhepunkt erreicht. Das kann ich nicht mehr toppen. Tschüss zusammen. Ja. So stellt man, das ist Kölner Karneval, so stelle ich mir das vor. Das muss man den Leuten zu Hause, muss man das näher bringen. Hier, das ist, manchmal kommst du in den Gürtel nicht rein, guckst in die erste Reihe, hast du keinen Bock mehr. Ne? Aber heute ist ähnlich. Ne? Das ist so... Ja, da von hinten schwappt Stimmung nach vorne, aber hier vorne weiß ich noch nicht. Nicht so laut, Sie schlafen so schön an Tisch 1. Das ist schön. Oh Gott, ich habe schon gedacht, ich werde zu alt für diesen Job. Das macht richtig Spaß hier. Das ist, ja, ich hab schon ans Aufhören gedacht. Das ist, wenn man das körperlich spürt, wenn man körperlich merkt, das ist zu anstrengend für einen. Wenn das alles hängt auf einmal, wenn es hängt, du kennst das, dann ist es hängt auf einmal alles. Ich war vorgestern angezogen in der Sauna und habe mit dem Laserpointer auf die Schwachstellen der anderen gezeigt. Weißt du, so meine ich, das ist nicht schön. Ne? Meine Frau sagt, stell dich nicht so an, mach Sport, das macht fröhlich. Ich sage, ich habe noch keinen Jogger lachen sehen, du. Das ist Quatsch, was du erzählst. Ne? Wissen Sie, wann ich gemerkt habe, dass ich zu alt werde für diesen Quatsch? Ich habe im Wohnzimmer gesessen und dachte, geil, 80 Zimmerpflanzen und keine kannst du rauchen. Das war halt, früher war das anders mal, ja. Ist das alles, was du noch an Tusch raushaust um die Uhrzeit? Das war ein Spartusch, oder? Du machst das ja auch schon 25 Jahre, du musst ja Energie einteilen jetzt, ne? Oh, Sie sind noch da. Es war so leise, das kennt man gar nicht im Gürtel nicht. Das hat ja was Meditatives hier, das ist ja herrlich, nicht wahr? Ist es so weit, dass Herr der Bonner vorne sitzt? Ist das jetzt so weit? Ist es so weit schon gekommen, dass ihr den Bonner vorne ähnlich... Ach ja, ich sag, der Bonner ist da kommt auch noch einer, den ich ansprechen könnte. Aber das mache ich nicht. Langsam, genießen Sie es, ist ja lang vorbei schon. Ne? Sitz. Aber in der ersten Reihe, nach welchen Kriterien verteilt ihr die Karten? Das ist ganz lustig. Ne? Ah, pass auf, nächstes Jahr sitzt er auf der Bühne, übernächstes Jahr Prinz und dann ist ganz Champagner. Das ist schön bei euch. Hören Sie auf zu klatschen, ich arbeite hier. Bitte nicht erst anfangen. Das ist... Herzlichen Dank, ich nehme es zur Kenntnis. Es ist schön bei euch, sehr leise, aber schön, muss man wirklich sagen. Und ich dachte schon, ich werde zu alt. Das ist wirklich komisch, dieses... Ja, haben Sie wahrscheinlich RTL laufen gerade, ne? Das ist ein anderes Programm. Das sehr interessante Reaktion aus dem Publikum. Das hat mit mir wahrscheinlich nichts zu tun, nicht wahr? Du lachst wie ein Trabi, der nicht anspringt. Das sieht süß aus, wie du da hinten hängst. Lass dich durch mich nicht stören, mach einfach. Wenn du Luft über hast, blas raus. Das tut weh sonst. Ich hab Spaß an der Nummer, ne? Manchmal stehst du auf der Bühne, denkst du, leck mir am Arsch, Hauptsache ich hab Spaß an der Nummer. Das ist schön manchmal, ne? Ich muss das gerade noch mal erklären für die Auswärtigen. Es sind ja auch einige Auswärtige da. Sind Gäste aus Leverkusen im Saal? Da schreit einer, nein, du weißt es doch nicht. Kennst du 1400 Leute? Das ist eine Unordnung, nicht wahr? Das ist so ein Problem, weißt du, das kennen die Leute nicht. Ich fange gleich mit der Rede an. Ich habe ein Stimmungsfeuerwerk vorbereitet, das wird nachher noch ein Riesenspaß. Wir werden schöne 4 Stunden miteinander verbringen, aber vorher erkläre ich immer gerne den Auswärtigen, die ja heute scheinbar in der Überzahl sind, erkläre ich gerne den Auswärtigen nochmal, was das für ein stressiger Beruf ist als Büttenredner, das kann man sich nicht vorstellen. Weißt du musst von Hühnerhott, ich muss gleich noch nach Leverkusen, das ist furchtbar, es ist kein Leverkusen im Saal, das gibt mir zu denken, hat die Brücke nicht mehr getragen wahrscheinlich, dann ist es vorbei, nicht wahr? Das ist schlimm. Die Leverkusener schimpfen immer mit uns, wir sollen uns nicht so anstellen. Ich sage, man macht die Brücke endlich fertig. Dann schreit der Leverkusener wieder, wir haben kein Geld für die Brücke. Mit dem Geld, was die mir aus der Tasche geblitzt haben, kannst du da rein über Wuppertal umleiten, verstehst du? Das muss man auch mal sagen, nicht wahr? Ist doch wahr. Auch mal ins Bild. Lass das singen, schöne Bilder.
nicht wahr? Auch mal ein Bild, nicht? So. Ich fange jetzt mit der Rede an, sonst zieht es sich. Ist ja auch schon spät, nicht wahr? Da muss man alles durcheinander puzzeln, das ist blöd. Das ist aber wirklich schwer als Redner heutzutage. Man weiß ja auch nicht mehr, was man erzählen soll. Gerade das Thema Toleranz darfst du gar nicht mehr drüber sprechen. Im Moment ist ja furchtbar. Läuft nicht in Köln. Ne? Furchtbar. Geh mal in Köln in eine Kneipe und bestell mal eine Afri-Cola. Hast du 10 Leute neben dir sitzen, die diskutieren wollen auf einmal. Das ist ganz schlimm im Moment. Dann noch ein Zigeunerschnitzel, wirst du nach Leverkusen ausgewiesen. Dann ist es vorbei, nicht wahr? Das ist wirklich wahr. Seit wann ist das so? Vor 2 Jahren fing das an. Vor 2 Jahren ging er wieder los, Silvester. Seitdem haben wir nur Ärger am Hals. Vor 2 Jahren Silvester auf der Domplatte haben sie alle gestanden. Ne? Wo ist die Polizei? Warum tun die nichts? Was haben sie letztes Jahr gebrüllt? Warum ist hier so viel Polizei? Was machen die denn hier? Du kannst es keinem mehr recht machen. Was sollen sie denn tun? Kellnern? Das wäre schön. Lass sie doch kellnern. Das wäre doch herrlich. Nächstes Jahr kellnert die Kölner Polizei auf der Domplatte zu Silvester und bringt den Menschen Kölsch und Mettbrötchen. Und da schreit auch wieder einer, ja, Alkohol und Schweinefleisch kannst du aber auch nicht anbieten hier. Das ist immer, egal was du machst, es ist falsch. Raum. Ich muss mal eins sagen, ich finde es schade, wenn du in Köln die Leute fragst, was hältst du vom Thema Toleranz, dann sagt der Kölner mittlerweile, Toleranz zieht man von der Geschwindigkeit ab. Punkt. Es ist schade. Ne? Das war mal so ein schönes, buntes Städtchen bei uns, nicht wahr? Ich muss eins ganz ehrlich sagen, wenn ich von der Polizei geblitzt werde, weil ich zu schnell war, weil ich pünktlich im Bürzel nicht sein wollte, dann kann ich die auch nicht leiden. Wenn aber meine Familie in Köln feiern geht und die Polizei passt auf die auf, egal vor wem, dann muss ich auch mal sagen, Respekt vor dem, was ihr da tut und herzlichen Dank, liebe Kölner Polizei, und nicht immer nur drauf habt. Das ist nicht schön. Wow! Oh! Da hat einer Probleme mit dem Sicherungskasten bei dir im Orchester. Da kommt Lalülala auf einmal. Schön. Wir fangen jetzt mit der Rede an. Das war jetzt genug. Ich muss mich immer erstmal eingrufen. Man muss immer mal gucken, wie sind die Leute drauf. Ich fange jetzt an. Obwohl, was heißt, ich fange an? Was bist du als Büttenredner in Köln denn noch wert? Ja, entweder du darfst nichts sagen oder darfst irgendwas nicht anfassen, was nicht politisch ist. Irgendwas stimmt immer nicht. Man darf ja überhaupt nichts mehr erzählen. Was hatten wir früher für eine schöne Zeit, wir Büttenredner? Ja, wir hatten Schrammer, wir hatten Meißner, wir hatten FC. Da konntest du rein, da konntest du rein grätschen. Da war alles möglich. Der Schrammer, der hat sich morgens ins Taxi gesetzt, hat gesagt, fahren Sie mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht. Da gab's Themen genug, verstehst du? Ja? Kardinal Meißner, das waren immer sichere 8 Minuten für jeden Büttenredner. Das war herrlich, als der Mann noch da war. Ja, der hat so viel Stuss erzählt, da kamen wir gar nicht hinterher. Ne? Jetzt haben wir Kardinal Wölkchen, ja, der ist nur nett, verstehst du? Den mag jeder, da kannst du keine Witze drüber erzählen. Als ich letzte Woche bei mir vorgestellt, das war herrlich, kam er zu mir, sagte, schönen guten Tag, Herr Metzger, ich wollte Ihnen nur einen schönen Karneval wünschen. Ich sage, ist alles klar bei dir? Hat so Spätmesse? War noch was im Pokal? Ist was nicht in Ordnung? Nein, ich wollte nur einen schönen Karneval. Ist das wirklich alles klar bei dir? Sagt er, ja, ich habe heute Morgen 100 € gefunden. Ich sage, oh, Glückwunsch und direkt gespendet, ne? Nein, ich habe mir überlegt, was hätte Jesus damit getan? Ich sage, und? Ich habe Wein draus gemacht. Schön, ne? Das ist jetzt so das ist neu. Ah, ist herrlich. Boah, geil, hast du einen gefunden, der lacht. Bleib dran, das ist gut. Zieh die ein bisschen näher. Nee, weiter weg, hat Mischhaut. Du wieder weg. Ich mache mir die Bilder selber heute. Mittwoch ist im Kasten, das läuft. Ne? Sie hatten das nicht verstanden, Herr, mit dem Wein. Ne? Sind Sie jetzt nicht mit klargekommen. Das war schon die Pointe, der kommt nicht mehr. Sie gucken so lauernd. Das war jetzt schon Ende. Das ist der evangelische Tisch wahrscheinlich vorne links. Ne, Nein, das ist ja nicht schlimm, evangelisch ist schön. Ne? Gut, evangelisch ist gut. Hier, 500 Jahre. Luther. Der Zahnarzt, der vor 500 Jahren seine Prothese an die Kirchentür gehauen hat. Luther. Das ist super. Evangelisch, das ist quasi wie katholisch, nur dürfen die Kinder mit im Pfarrhaus wohnen. Das ist schön. Es war. Wow. Stimmung. Bist du schon fertig? Ja.
Ne? Und dann FC, das war früher immer, ne, da waren sie noch ja nicht da, da war FC immer, jetzt können wir Fußball spielen, kannst auch keine Witze mehr drüber machen, das ist furchtbar. Nein, im Gegenteil, der FC hat uns einen neuen Feiertag geschenkt, den 16. September 2016, den Tag, an dem der 1. FC Köln nach 7.329 Tagen das erste Mal wieder an der Spitze der deutschen Bundesliga-Tabelle gestanden hat. War schön, es war so schön. Gut, es war sehr kurz, aber wir waren oben. Ne? Ich habe das abends im Fernsehen gesehen, als sie die Tabelle eingeblendet haben, habe ich den Fernseher eingefroren. Ist ja geil. Ist doch egal, wie die Saison läuft, am Ende taue ich ihn auf und feiere Meisterschaft. Da kenne ich nichts, da habe ich Spaß dran. Ne? Sagt ein Nachbar von mir, sagt Metzger, das ist ja Quatsch, was du da machst. Ich sag, was? Sagt der Fernseher einfrieren, das grenzt ja an Dummheit. Ich sag, nein, an Dummheit grenzen Kanada und Mexiko. Das ist was anderes im Moment. Das ist, ja... Ja, bitte. Kann doch da nichts für. Jetzt haben sie da Trampeltier am Back und keiner will gewesen sein, ne? Ich dachte zuerst, sie spielen Kölner Karneval. Wer gar nichts kann, wird Präsident. Weil in der Art so. Aber nein, nein. Die haben den gewählt. Jetzt wird gemunkelt. Ich meine, der Russe war es. Der Russe soll es gewesen sein. Der Russe hat Herrn Trump gewählt. Ich bin auch gleich drauf gekommen. Ich habe mir Herrn Trump angeguckt. Und das kann nur der Russe gewesen sein. Also, wer soll denn sonst den Mann? Der Russe war es. Der Russe hat mitgewählt in Amerika. Der Russe wählt gerne zu Hause, darf er nicht, hat in Amerika mitgemacht. Irgendwo muss der Russe ja hin. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben selber Wahlen dieses Jahr. Es wäre sehr nett, wenn Sie hingehen und ein Kreuzchen machen und nicht gucken, wen der Russe pusht. Sonst wird es sehr unangenehm. Ja, das ist ganz komisch im Moment. Ja, so, ich stehe immer. Tut mir leid. Bist du hängen geblieben? Was machst du jetzt? Strickst du einen Schal? Was wird das da? Das ist immer schön, wenn Aufnahmeleiter sich vor der Kamera wegducken und sich verfettern. Das ist total schön. Jetzt warst du eine halbe Stunde im Bild. Jetzt muss ich 5 Minuten früher noch mal ansetzen, damit man das Material überhaupt gebrauchen kann. Pass auf, ich finde neu. Man munkelt ja, der Russe war's. Ja. Ich hab mir direkt gedacht... Muss ja mal was Neues. Oh, Entschuldigung. Ja, das nicht. Geht auf die Knie. Ja, nee, bitte, also, ne, gehen Sie, Kreuzchen machen, das wäre sehr wichtig. Der Russe hat gerade ein ganz komisches Bild von Staatsoberhäuptern, das wäre für uns nichts. Scheiß Frisur, steinreich, saublöd. Robert will ich nicht haben. Robert Geis als Bundeskanzlerin, das wäre Bild, ne? Da hätte ich Spaß dran, ne? Obwohl, meine Frau findet ihn gut. Kann ich das noch erzählen oder müsst ihr zum Bus? Geht noch, ja. Kannst du links den mir da mal anschubsen? Das ist alles ausgegangen auf der Seite, da ist kein Leben mehr drin. Das ist Fernsehsitzung, Hörfunk war vor 2 Wochen, da ist egal. Entschuldigung, ich habe noch nie so einen geilen Kameramann gesehen, als Pippi Langstrumpf verkleidet, mit so einer Fresse. Das ist so geil. Wenn die Leute zu Hause auf der Couch jetzt sehen würden, wie du hinter der Kamera aussiehst, die würden weinen, die Leute. Das wäre ganz schlimm für die Leute. Da, oder? Sag ich schon. Ich bin die Pippi Langstrumpf, Pippi Lotta. Ruhe. Tut mir leid, Christoph, ich überziehe wieder ein bisschen. Aber ich habe eine Viertelstunde gewartet, die hänge ich hinten dran. Dann bin wir 30 Minuten drüber. Wenn ich Bock habe, mache ich 45 und irgendwann muss einer schneiden. Mir ist das doch total egal. Das ist doch öffentlich-rechtlich, das kostet doch nichts. So. Nee, anders, ich zahl's ja selber. So meinte ich. So. Oh, kurz eingenickt. So, geht gleich weiter. Ich bin gleich wieder da. Es macht mir nur so einen Spaß. Man möchte gar nicht aufhören. Ich wollte das nur noch gerade erzählen, dann fange ich mit der Rede an, dass Sie was zum Senden haben. Gleich Riesenfeuerwerk, Sie werden Spaß haben. Ich wollte nur sagen, meine Frau, die hat Kleider gerne. Letzte Woche kam sie wieder an und sie sagte, guck mal hier, neu Kleid, kann ich so rausgehen? Ich sag, ja, ist dunkel. Ne? Fällt nicht weiter auf. Da ist, bitte, die Herren. Kennen wir alle. Da kommt eine Frau nach Hause, guckst du die an, denkst du, ist sie drin im Kleid und will raus oder ist sie draußen und will rein? Was soll das sein jetzt? Darfst du nur nicht sagen, sonst hast du Ärger. Ne? Ich muss ab und zu mal ein Kompliment einstreuen. Ne? Meine Frau sagt, letzte Woche hast du gesagt, ich habe die Figur einer griechischen Göttin. Ich sag, ja, da wusste ich auch nicht, dass Buddha keine... Ich muss durch... Bitte hören Sie auf zu klatschen, ich rede über meine Frau, das ist gemein. Ich liebe meine Frau, ich mag meine Frau, ich kenne meine Frau, wir wohnen zusammen, was soll ich denn machen? Das ist ja, ich kann es ja nicht umtauschen.
Nein, meine Frau ist nett, das können wir alles, das wird ja nicht gesendet. Meine Frau ist sehr nett, sie hat halt oft Pech beim Denken, das ist das Problem. Da muss man wirklich, nein, ich bitte Sie, Beispiel, beste Beispiel, ich habe sie kennengelernt vor 5 Jahren, da rief sie mich an, sagt, kann ich dich mal besuchen kommen? Ich sag, komm vorbei, ich wohne in der Altstadt. Sagt sie, ach, Altstadt, mit dem Auto, krieg ich doch keinen Parkplatz. Ich sag, komm doch mit dem Bus. Hat sie sich einen Bus gekauft. Verstehst du? Das ist so die Art, die kann da nichts für. Die ganze Familie ist so schlimm, ihr Bruder ist genauso. Er war jetzt lange in Kur gewesen, in Bad Ossendorf. Und das ist auch immer schön. Da merkst du, wo die Kölner sitzen, wenn du so was sagst, ne? Bad Ossendorf, so ein paar von außerhalb. Ja, war ich auch schon. Sehr schön, ja, muss man sagen. Habe ich immer auf die Kinder aufgepasst bei denen. Das ist so wichtig, dass man auf die Kinder Acht gibt. Das ist schön, da könnte man eine Klammer finden zum Motto. Wir haben ja für die Kölner, Sie wissen es nicht, wenn wir uns pennt sind wir von der Söck. Für die Auswärtigen, ja, wenn wir uns pennt sind wir von der Söck. Sie können es ja googeln. Ich habe noch nie auf einer Fernsehsitzung vom Maul gekriegt. Ich bin nah dran heute, hier vorne. Ne? Aber ich habe mir mal gedacht, wie könnte man das Motto denn für sich persönlich nutzen? Wir haben so viel Ärger alle am Hals. Es passiert so viel Mist um uns rum. Wir sollten alle mal versuchen, 5 Minuten am Tag wie die Kinder zu sein. Die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen. Das ist schön, das macht den Kopf frei. Kinder machen sich über so viele Sachen keine Gedanken. Die Kinder stehen morgens auf und sagen, Wacken oder sowas. Ne? Und dann... manchmal denke ich, ich muss mich mal medikamentös neu einstellen lassen. Das ist ganz komisch, weil ich sage Sachen, die kenne ich, da ist nicht klasse jetzt. Oder sind Sie Arzt? Ne? Kinder haben Spaß an der Welt. Macht mal Sachen, wie Kinder es machen. Ne? Ruft mal bei DHL an und fragt, wann die Sendung mit der Maus kommt. Sowas meine ich. So ganz einfache Sachen, nicht wahr? Das ist wichtig, denn wenn wir das nicht mehr tun, wenn wir es nicht mehr schaffen, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen, dann ist es bald vorbei. Wenn ihr es nicht mehr schafft, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen, dann kann ich euch nur noch raten, nehmt euch einen Strick. Nehmt euch einen Strick und einen Hocker und dann geht ihr mit Strick und Hocker in den Wald, schmeißt den Strick über den Ast, bindet den Hocker unten dran und dann schaukelt ihr eine Viertelstunde und dann geht das Herz wieder auf, die Augen gehen auf und ihr seht die Welt wieder mit den Augen der Kinder. Ich wünsche euch einen kindlichen, friedlichen Fastelavend 2017. Danke, dass ich noch mitmachen durfte. Bis die Tage. Tschüss und Alaf, eure Blötschkopf. Dankeschön. Tschüss. Ja, liebe Freunde, es ist richtig, dass ihr aufgestanden seid für diesen fantastischen Redner. Ja, ihr macht nicht nur Spaß, sondern gibt auch ein Statement ab. Und ich glaube, es gibt kaum einen, der den Gedanken zu unserem Motto so toll umgesetzt hat wie unser Marc Metzger. Lieber Marc, nimm den Orden des Festkomitees entgegen und von deinem Publikum eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, Kommando 1, 2,